Roll another blunt. Yeah. Oh, good. La da 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 da. La da da. La da da da. La da da da. La da da da. Yeah. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, hey, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da 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 da. I was gonna go to class before I got high. Ist nicht so gross, wie es gerne wäre, hat zu wenig Schlaf mit 6 Stunden und sitzt gerade neben dir auf dem Sofa. Gute Frage. Also ich muss wahrscheinlich nicht so lange überlegen. Warum hast du so wenig geschlafen? Also die erste Nacht geschuldet selber, keine Ahnung wieso eigentlich, einfach so nicht können schlafen. Und gestern Abend haben wir einfach Sitzung gehabt bis um 12 Uhr in der Nacht oder noch länger. Und dann hat es noch eine kleine Aftersitzung gegeben. Ja, genau. Das ja auch noch. Das auch noch. Und nachher musste ich noch etwas essen. Das heisst, es hat sich dann einfach gezogen bei mir. Und ich habe heute Morgen einfach wieder mal gemerkt, dass ich nicht mehr in der Sek bin, wo so 4 Stunden höher gelangt haben, sondern auch 6 Stunden sind einfach wenig. Ja. Also zum ehrlich sein, auch meine Nacht war nicht so erholsam gewesen. Also auch bei mir ist es irgendwo 2:30, 3 geworden, bis ich dann irgendwann ein bisschen Schlaf gefunden habe. Aber ja, gehört halt auch ein bisschen dazu. Ja, und sitzen wir im gleichen Boot. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Und mit diesen Worten begrüßen wir euch ganz herzlich zum Pfuschcast. Zum Pfuschcast! Gang, gang. Herzlich willkommen. Nils, wie geht's dir? Wie steht's? Mir geht's gut. Also es gibt nebst dieser aufwühlenden Sitzung, die wir gestern hatten, eigentlich einiges zu erzählen. Ich weiss nicht, ob du dir auch... Also wahrscheinlich hast du dir die Sachen aufgeschrieben. Möglich. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich es gibt ja ein paar erfreuliche Sachen zu vermelden. Jetzt nicht in der Schweiz. Genau. Sondern in Deutschland. Yes. Also ich glaube, wenn jemand da muss ausholen muss, dann du. Ja, da muss ich ausholen. Und zwar, ich glaube, ja, wir können froh und stolz verkünden, Legalize It ist durchgekommen. Ja, ab dem 1.4. in Deutschland dürfen wir sogar in der Fußgängerzone ab dem 8. mit bis zu 25 Gramm rumlaufen und sogar konsumieren. Ja, also das ist nochmal. Ich bin noch nie in Amsterdam gewesen, aber in Amsterdam läuft es ja, glaube ich, mit diesen Coffeeshops, oder? Genau, also das Spannende, es ist allgemein noch nicht ganz so ausgearbeitet. Also wie es dann alles genau kommt, wird sich jetzt noch zeigen in den nächsten Monaten. Vor allem auch, wenn es dann mal so ist. Also im nächsten Monat eigentlich? Im nächsten, ja, nein, also am 1. April live geht? Genau, aber ich denke, es wird sich im Nachhinein noch anpassen. Also sie werden dann ziemlich nach einem halben Jahr oder so kommt die Krisensitzung und dann heisst es, also wir haben jetzt gemerkt, das ist das und das und das. Funktioniert nicht? Ja, also ich kann es mir vorstellen. Sogar Kinder auf der Rutschbahn? Ja, also es ist einfach, ich sage mal, du hast es vorhin mit Amsterdam gut gesagt. Zum Beispiel Amsterdam, wo so ein mega, sage ich jetzt mal, Kifferparadies ist. Selbst dort ist es ja eigentlich so, dass es nicht so gewünscht ist, dass man das in der Öffentlichkeit macht oder eben eigentlich auch nicht den riesen Tourismus haben die Leute dort selber auch nicht so gern. Plus eben dort wirst du jetzt nicht in der Fußgängerzone, also klar, viele Touristen machen das, aber als jetzt sagen wir Einheimischer würdest jetzt dort nicht in der Fußgängerzone durchlaufen und einen Joint rauchen. So. Einfach eben, weil es nicht gern gesehen ist. Und in Deutschland haben sie in dem Sinne jetzt von 0 auf 100 eine viel noch entspanntere Herangehensweise mal vorgestellt oder mal durchgesetzt. Und das wird auf jeden Fall interessant, weil halt, ja, ich sage jetzt mal so, dass es nicht mehr
illegal ist und so, das ist alles super und gut. Aber ich bin dann mega gespannt, wie das wird, wenn dann wirklich überall, wo blöd gesagt jetzt dürfen Ziege geraucht werden, nachher auch einfach reingeraucht werden. Weil das wird sicher noch Diskussionen geben. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Was ich letzte Woche einfach mitbekommen habe, der YouTuber-Anwalt, da Genau. der Solmecke, Ja. von dem habe ich ein Video gesehen und anscheinend mit dieser Gesetzesänderung per 1. April, 1. April-Scherz, werden anscheinend quasi auch Straftaten, die bis zu einem gewissen Datum retour reichen, quasi legalisiert. Also es ist auch bis zu einem gewissen Datum dann aufgehoben oder dann nicht mehr strafbar. Und irgendwie in diesem Video, ich weiss jetzt nicht mehr die ganz genaue Zahl, aber ich meinte, allein in Köln müssten 100'000 Gerichtsentscheid manuell durchgeschaut werden, weil man weiss in diesen Gerichtsentscheid nicht offensichtlich, um wie viel Gramm das es sich gehandelt hat. Das heisst, 100'000 x Seiten lange Dokumente durchgrübeln. Wie viel Gramm hat der Mensch jetzt dabei gehabt? Ist der jetzt strafbar oder nicht? Kann er wieder aus dem Gefängnis oder je nach Dings. Also was ich einfach kenne, ob jetzt mir blöd gesagt Strafen, die schon verhängt sind, dass wenn es so eine Gesetzesänderung gibt, dass bis zu dem Punkt, wo die Gesetzesänderung noch nicht da ist alles noch normal. Also auch jetzt kannst du noch auseinandergenommen werden und eine Strafe bekommen. Es ist einfach unglaublich unrealistisch. Aber sage jetzt mal sicher, Leute, die im Knast hocken, werden, wenn es nur das ist, freigelassen werden müssen. Aber so wie jetzt du gesagt hast, bin ich mir nicht sicher, ob nachher, blöd gesagt, rückwirkend nochmal zurückdingselt wird. Das macht ja auch keinen Sinn, weil bis dato ist es nicht legal. Und das ist, also wenn wir das blödes Beispiel machen, wenn es blöd gesagt, Morden ist jetzt illegal und in 2 Wochen ist es plötzlich legal, dann würdest zwar alle Leute, die nur wegen Mord im Knast sind, rauslassen, aber bis dorthin würden sie trotzdem noch in den Knast kommen, auch wenn es jetzt passiert. Plus, wenn es dann nachher, oder ich sage jetzt, wenn jetzt einer vor 20 Jahren das hatte, der war 10 Jahre im Knast, jetzt wieder draußen, der würde mir jetzt nicht angehen und sagen, du bist damals verurteilt worden für etwas, was heutzutage nicht mehr ist, also geben wir dir einen Strafersatz oder etwas. Das würde sicher nicht passieren. Hat es zumindest in diesem Video geheißen. Also das würde ja genau behaupten, dass selbst, oder wenn man es jetzt nur auf die noch lebenden Menschen bezieht, würde es ja bedeuten, blöd gesagt, dass der Staat unglaublich, also Millionen, wenn nicht Milliarden an Geld müsste zurückzahlen, korrekt. wo aber halt gar nicht falsch war, dass er das Geld geholt hat. Zu dem Zeitpunkt, ja. Ja, aber es geht ja nur um den Zeitpunkt. Ja. Und so wie es jetzt berichtet worden ist, wird das eben rückwirkend auch bis, aber ich weiss nicht mehr, ob das 1 Jahr oder 5 Jahre oder keine Ahnung, aber Ja, es soll rückwirkend sollen die Strafen erlassen werden. Erlassen, nicht zurückerstattet wahrscheinlich. Ja, das geht Weil ja eigentlich Erlassen ist ja das Freilassen. Also ab jetzt musst du nicht mehr zahlen. Aber nicht, ich bekomme das, was vorher wieder das weiss ich zurück. nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, also, ich kenne den genauen Fakt nicht. Aber wenn allgemein bei jeder Gesetzesänderungsgesetz so funktionieren, könnte man ja nie etwas ändern. Das macht irgendwie wenig Sinn. Gut, ich glaube, in diesem spezifischen Fall, weil es halt ein sehr grosses öffentliches Interesse gibt, tut man das vielleicht auch ein bisschen anders handhaben. Weil wenn man sich zum Beispiel bei uns in der Schweiz, wenn man eine Änderung in der Bundesverfassung machen will, die dann durch das Parlament noch ausformuliert wird und weiss nicht was, und frühestens ab 2028 tritt das in Kraft und weiss nicht was. Und eben in diesem Video vom Solmecke ist genau auch gesagt worden, die Stadt Köln hat am Bundesrat, gibt es ja auch in Deutschland, Bundesrat, irgendwie mitteilt, das Briefchen geschrieben, hey Kollegen, wenn ihr in einem Monat das rückwirkend so macht, dann können irgendwie 10 Leute ein Jahr beschäftigt werden, um die 100'000 Dokumente durchzuschauen. Und das geht gar nicht.
Und das ist jetzt irgendwo ein Clinch, wo die Regierung gesagt hat, per 1. April ist alles legal, plus rückwirkend. Und jetzt haben die Städte angefangen, quasi zu sagen, hey, nee, lieber nicht rückwirkend, weil sonst haben wir einen riesen Puff. Aber wir sind keine Juristen, wir sind sowieso keine Deutsche. Ja. Von dem her, ja. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, die Legalisierung von Gras ist ein richtiger Schritt. Also vor allem die Entkriminalisierung. Ja. Speziell in Deutschland vielleicht auch noch der Fakt, dass Mehrwertsteuern und allein wenn das legalisiert wird, da werden Milliarden mehr Geld in die Kasse eingespült werden. Kann auch ein Grund sein, warum das jetzt innerhalb von einem Monat schnell so ein bisschen durchgewunken worden ist. Ja, also das ist ja das Nummer 1 Argument schon seit 20 Jahren von allen Puffer, die sagen, ja, Kontrolle. Also eben, es gibt nur, das haben wir glaube ich sogar schon mal im Podcast besprochen, dass es auf jeden Fall nur einen Nachteil hat, wenn man so etwas illegal macht für den Staat, für alle. Ich denke, jetzt mittlerweile ist auch, wie du es gesagt hast, der öffentliche Druck vielleicht auch einfach zu stark geworden. Plus, sie haben ja Probleme in Deutschland, dass das Vertrauen in die Politik immer mehr schwindet. So. Und ich denke, das wird ihnen am wichtigsten sein. Geld machen. Das wäre die letzten 20 Jahre auch so gewesen und es hat nie jemand interessiert. Also von dem her, ja, ich weiß es nicht. So. Das ist sicher ein schöner Nebeneffekt. Aber auch, eben, wenn man jetzt nur schon denkt, was alles für Arbeit, wenn es jetzt so ist, wie es der Solmecke gesagt hat, oder wir das richtig verstanden haben, dann ist das ja zuerst mal ein milliardenhoher Schaden, der gemacht wird. In dem Wenn Sinn. das eben so rückwirkend gehandhabt wird. Voll. Ja. Und ich denke, ich kann mir vorstellen, schon bis zu einem gewissen Grad, dass das gemacht wird. Aber ich denke, auch, irgendwo gibt es ein Limit. Also so vom... Es gibt ja immer wieder so Sachen, die geändert werden, auch kleinere Sachen. Aber es wird noch spannend jetzt, wie es einem geht, wo irgendwie gerade noch Schulden am Abzahlen ist von Strafen, die er bekommen hat damals. Über jetzt, weil es noch offen ist, das zurückbekommt, auch rückwirkend. Und das, was einfach abgeschlossen ist, wird nicht. Oder irgendwie so in die Richtung. Weil 100'000, Allein in Köln. Genau, allein in Köln. Wenn es alle rückwirkend wären, dann wären es viel, viel mehr wie 100'000. So. Aber zum Beispiel in einem Jahr oder in 2 Jahren kann ich mir das noch vorstellen. Aber dort, das war ja das, wo wir... Ich war ja dann in Deutschland, das Wochenende. Das war auch ein witziger Zufall. Und wir haben dort auch ein bisschen geredet mit den Leuten. Und so, wie es für viele von dort ist es, glaube ich, wie ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie ernst das jetzt ist und vor allem auch, wie es dann umgesetzt wird, weil wie es genau umgesetzt wird, ist nachher wieder Ländersache. Und das können ja dann die immer noch reinkacken. Also die könnten immer noch etwas sagen, hey, läuft das so nicht, machen wir anders, machen wir so. Und die deutsche Politik oder allgemein Bürokratie ist ziemlich am Arsch und hinten drin. So das, was ich jetzt am Wochenende ein bisschen gelernt und gehört habe. Also, ja, es würde in dem Sinn passen, so etwas Komisches zu machen zu den Deutschen. Flickenteppich, hat man dem doch schon gesagt. Dass wenn in jedem Bundesland so ein bisschen andere Gesetze gelten, hat es beispielsweise auch, wenn wir uns zurück an Corona erinnern, in diesem Kanton oder in diesem Bundesland haben 5 Leute von 2 Haushalten am gleichen Tisch hocken. In einem anderen Bundesland hast gar nicht zusammen hocken oder am Abend, ab um 10 Uhr hast du Ausgangssperre oder keine Ahnung was gehabt. Und dort hat man eben so Flickenteppich, hat man dem gesagt. Ja, ich kenne das auch aus der Schweiz, Kantönli-Geist. So. Von dem kenne ich es. Ja, voll. Ja. Ja, ob das sinnvoll ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber ich denke, grundsätzlich ist es ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und es wird sich jetzt noch zeigen, wie das es nachher rauskommt. Aber ja, du, mal schauen. So. Ich weiss gar nicht, zum Beispiel, wie es Spanien gemacht hat, wo sie es entkriminalisiert haben. Ist es nicht Portugal? Oder Portugal, wo glaube ich alle Drogen...
Spanien ja auch. Spanien weiss ich nicht. Portugal habe ich einfach gemeint, dass die alle Drogen Also- von A bis Z inkriminalisiert haben. Bin ich gerade blöd? Ist Barcelona in Portugal? Nein, Barcelona eben, ist Spanien. Nein, ja, in dem Fall Spanien auch. Eben, wie hat es Spanien gemacht dort? Das weiss ich Weil- jetzt. Was ja der Punkt ist, und das ist auch in Deutschland so, der illegale Handel in grossen Mengen, das ist immer noch alles illegal. Also all die Strafen, all das Zeug, das ändert sich nicht in dem Sinn. Also zumindest vielleicht wäre es ein bisschen abgeschwächt oder so. Aber es ist eigentlich nur der Konsument, der es betrifft. Und dort ist es auch so, dass einer in Deutschland, wo ich darüber geredet habe, hat gesagt, ja, aber das mit dem Gras, wo es jetzt ist ja vorher genau schon so gewesen. Weil solange du unter einer gewissen Menge bist, vielleicht nicht 25 und wahrscheinlich Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, ist es so oder so zur Anzeige gegeben worden und dann wieder fallen gelassen worden. Also es hat auch in den letzten paar Jahren schon viel weniger Leute gegeben, die überhaupt für das eben der Konsum oder nur der Besitz von Kleinmengen überhaupt verurteilt worden sind. Also es gibt solche, die sagen, es ändert sich nicht viel, und es gibt andere, die eben denken, es ändert sich jetzt alles. Aber wie es dann wird, werden wir erst sehen, wenn es passiert. Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Also entweder verkifft sich unser Nachbarland und alle sind dann richtig stoned und keine Ahnung, alle verblased. Kannst du alle nicht mehr brauchen. Wow, das ist Nein. gerade mit so viel Vorurteil voll gewesen, die Ja. Aussage, da kann ich gar nichts dazu sagen. Ja. Das Ja. wäre das eine Extrem. Ja, schau die Holländer an. Die können auch schon seit 2 Jahren nicht mehr gerade laufen. Das ist Oder es bleibt alles beim Gleichen und die Wirtschaft blüht auf und erlebt eine zweite Renaissance. eine zweite Rennen. Das andere Extrem. Ja, es ist möglich. Auf jeden Fall gehe ich jetzt öfters auf Deutschland in die Ferien. Wieso echt? Ich bin sicher nicht der Einzige, der sich das denkt. Aus der Ja, Schweiz. aber wenn wir gerade bei Ferien in Deutschland sind, musst du, glaubst noch ein bisschen von deinem Wochenende erzählen. Sehr gern, sehr gern. Also wirklich, wie es der Zufall getroffen hat, bin ich an dem Tag, wo es beschlossen haben, dass es legalisiert wird, bin ich mit der Freundin von meinem Kollegen auf Deutschland gefahren, ihn besuchen. Also, er macht gerade die Jägerprüfung und ist bei Verwandten, so Umgebung Heilbronn. Ich weiss nicht, der es kennt, kennt es. Alle anderen ist auch nicht so wichtig. Aber es war wirklich ein schönes Wochenende, coole Erfahrung. Ich habe auf Waldenburg, das ist so ein gemütliches, kleines Burgstädtli mit also vielleicht so 30, 40 Häusern und halt einer Burganlage auf einem, ja, ich sag mal, Hügel. Die Deutschen würden sagen Berg. Oben drauf, in der Nähe von Heilbronn. Und ich hatte dort im Burghotel ein Zimmerli für mich, wo der Kollege... Kerker. ja... Also eher so ein- Kerker ist im Keller unten, Ja, ja, dort, wo voll. es gefesselt Ich habe gerade werden. überlegt, wo sind damals so die Magden und so gewesen, weil ich bin eher in so einem Zimmer bin ich Ja. gewesen. So ein bisschen oben dran, aber nicht irgendwie im Turm. Ja. Also schon normales... Und keine Prinzessin. Nein, leider nicht. Aber es wäre ein guter Anmachspruch gewesen, so «Hey Prinzessin, ich habe ein Schloss». Ja, oh Gott. Ja, und ich habe dann dort... ich habe noch nie in meinem Leben ein eigenes Hotelzimmer gehabt. Also ich bin immer mit irgendwie der Freundin oder irgendjemandem in ihrem Hotelzimmer gewesen. Und das war mal noch recht ein chilliger Vibe. Also, allgemein das Städtli. Ich bin mega oft spazieren dort. Es hat so einen historischen Weg gegeben, wo wie so alle 10 Meter hast du eine Tafel gehabt, ein Schild, das erklärt hat, was das da gerade siehst oder was da ist. Das war hure interessant, so aus dem 13. Jahrhundert, wo das gebaut wurde, das erste Mal. Also irgendwo aufgeschrieben worden ist, dass es es gibt. Und sie haben mega viel Zeugs stehen lassen von früher. So, was mich mega fasziniert hat, was ich mir aufgeschrieben habe, ist so auf der Höhe etwa so von 1,20. Also sie beschreiben es auf damals Kopfhöhe. Es ist wirklich, es hat auch Gut, so vielleicht in Rüstungen. diesen Jahrhunderten ist es noch ein bisschen abgesackt. Das ist vielleicht. natürlich das Ja. auch. Und der Schnitt war dort wirklich viel tiefer. Es hat auch so Ritterrüstungen bei uns im Gang im Hotel. Und dann war dort auch so ein Schild mit, ja, das war in dem Sinne der Durchschnitt. Und der war kleiner wie ich. Also irgendwie 1,50, 1,60, die Rüstung.
Und das Kind nebendran irgendwie so 1 Meter oder so, auch voll die Rüstung. Mega komisch, habe ich nie gesehen. Das Kind auch in Vollmontur, blöd gesagt. Und auf jeden Fall hat es dort so Grimassen gehabt, die sie in die Steine gemeißelt haben. Und das war damals, hat man an der Burg Tor so Gesichter reingemacht, weil die meisten Leute haben ja nicht lesen können. Und wenn du nicht lesen kannst, dann bringt es in dem Sinne nichts, wenn dort irgendwo ein Schild hängt, wo steht, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Fotografieren verboten. So ein bisschen die Richtung, genau. Im 13. Jahrhundert. Voll. Und damals hat es einfach geheissen, wenn es so Grimassen gegeben hat es verschiedene gegeben. Und irgendwie die so böse und grimmig schaut, hat im Volksmund geheissen, Bettler und Musikanten und so Leute, Zigeuner, genau, darf man heute nicht mehr sagen, aber wir sind ja im 13. Jahrhundert. Und die sind von dem dann wie informiert worden, gesagt, hey, da dürft ihr nicht rein, sonst droht euch eine Strafe. Und das sind so, ja, das habe ich zum Beispiel noch nie gesehen, bei allen 100 Burgen, die mir irgendwie gefühlt im Leben schon durchgelaufen ist. Das sind Emojis vom 13. Jahrhundert. True, ja, wirklich. So etwas. Krass, ja. Und so haben die wie kommuniziert unter den Leuten, die nicht lesen können. Was hat echt das Scheisse-Smiley dort damals bedeutet? Pest und Cholera. Ja, vielleicht. Wirf die Scheiße nicht auf den Bürgersteig. So etwas. Oh Mann. Ja, also Oh Mann. Es war auf jeden Fall mega der Vibe gewesen und ich habe es total genossen. Also, ja, schon lange nicht mehr so ein ruhiges und trotzdem irgendwie interessantes Wochenende gehabt. Sind die früher mit der Schule auch mal irgendein Schloss anschauen? Ja. Wo, wie, was? Kein Plan. Habsburg. Glaube es nicht. Nein, hat es Tops? Wie Ich hat jetzt das Schloss in der Schweiz, wo jede Schulklasse. Also Schloss Lenzburg. Nein, die Habsburger, die hat es ja gegeben. Ja, die hat es gegeben. Wie hat das. Habsburg? Ich habe gemeint Schloss Habsburg. Keine Ahnung. Ja, aber ich könnte mich jetzt auch hertäuschen. Kann sein, weil ich habe jetzt gerade Es auch keine klingt Ahnung. irgendwie logisch, aber es klingt aber irgendwie... irgendwie falsch. Schloss Ja. Habsburg habe ich noch nie Nein, gehört. Es gibt irgendwie- Habsburger und Die Habsburger gibt es und das Schloss hat denen, glaube ich, auch mal gehört. vielleicht ist es ein aber- Liechtensteig. Nein, es ist schon in der Schweiz. Warte mal, Schweiz, Schloss. Mal schauen, was da jetzt kommt. Nein, wir wollen es nicht. Mal, Schloss Habsburg. Schloss Habsburg. Tatsache. Hure Ja, gut. dort sind wir mal, dort sind wir mal mit der Schule gewesen. Und dort hat es halt auch, also es ist immer über die Jahrhunderte ist mal angebaut worden und dann ist mal wieder etwas abgebrannt und dann sind die Habsburger verdrängt worden, dann sind die Römer gekommen, keine Ahnung was. Also es ist irgendwo schon ein Relikt von 100'000 verschiedenen Leuten, die dort ein- und ausgegangen sind und Vorlieben, wo der neue Vogt oder keine Ahnung was irgendwie so ein Lusthaus angebaut hat und keine Ahnung was. Immer ein bisschen umgenutzt Ja, worden. Das ist mega geil. Bei der Waldenburg hat auch der Burgherr hat irgendwie hat sie so einen Namen gegeben früher und dann am Schluss einfach von und dann ist von Lohenhöhe hat der geheißen, von Lohenhöhe. Und wir kennen ja Lohen, kennen wir einfach von Minecraft mit den Blaze Rods. Ja. Das sind ja auch Lohen, also Ja. Lohenrouten. Ja. Und Geil. dort hohen Lohn. Ah, Digga, ein Zungenbrecher. Aber er hat es auch so, eben, dann ist es mal abgebrannt und dann haben sie mal das gebaut. Und vom ehemaligen Burgtor steht nur noch die Hälfte, weil die andere Hälfte hat man dann so. Und dann hat es irgendwie ein Fenster gehabt, das sie wieder aufgemacht haben, weil das hat man 1500 zugemauert. Und es ist mega. Ja. Wirklich, und es hat mega witzig ausgesehen, weil die Burgmauer, die sich wirklich ums ganze Dorf rundherum gezogen hat auf dem Hügel, die ist so, würde ich sagen, 4-5 Meter gewesen, also recht hoch. Und die Häuser, die oben drauf gestanden sind wie so Klötzli gegen rausgekommen. Also die haben ausgesehen wie so komplette Baukästchen, die du dann drauf aufgestellt hast. Irgendwie ein runder Turm unten und dann oben ein viereckiges Häuschen drüber. Einfach Lustig. gar nicht passend, Ja. sondern wie zu gross so drüber. Das ist eine mega spannende Bauweise und so. Und dann bin ich auch dort unten gestanden und mir überlegt, wenn ich jetzt im 13. Jahrhundert da hätte einbrechen wollen, ich hätte
keine Chance gehabt. Keine Chance. Du kommst dort nicht auf die Wand. Ja, einfach zu. Das war einfach zu. So. Für damalige Verhältnisse hast du einfach ein paar Steine aufgetürmt und dann bist du safe gewesen. Ja, also Leiter hat es ja schon gegeben und so. Also ich sage jetzt, mit Hilfsmitteln wärst du dann schon irgendwie übergekommen. Aber einfach so, das ist wirklich gebaut zum Menschen abwehren. Und ich als Mensch, 1000 Jahre später, würde auch nicht drüber kommen. Also es ist immer noch, blöd gesagt, genau gleich gut. Und es steht immer noch. Und es ist nicht kaputt gegangen. Ja, wirklich so. Ja, das habe ich mich aber auch gefragt. Die Burgen, die brennen ja immer wieder ab. Und obwohl sie aus Stein gebaut sind. Genau, die sind ja aus Stein gebaut und so blöd es tönt. Aber klar, die Inneneinrichtung, all das Zeugs, Holz verbaut, das kann alles abbrennen. Aber meinen die echt wirklich nur das? Oder ist denn das so heiß, dass wirklich der Stein schmilzt? Weil das habe ich auch schon gehört. Also Steinschmelzen, wir sind ja... Also Lava oder irgendwie so, das ist ja da nicht das Thema, aber Stein kann ja sprengen, wenn es zu heiß wird. Aber ich glaube, wenn also er kann schon auch schmelzen. Ja. Das habe ich auch schon, also habe ich wirklich auch schon gehört, dass die Steine über gewisse Dinge auch schmelzen können. Aber ja, erzähl weiter. Aber ich glaube schon, ohne das genau zu wissen, wenn früher Burgen gebrannt haben, dann sind das schon so Anbauten oder eben so innen ausgebaut. Weil damals hast du ja auch schon irgendwie isolieren. Und ich glaube, nach einer meterdicken Steinwand ist irgendwie ein bisschen Holz gekommen und dann vielleicht ein bisschen Teppich oder sonst irgendetwas. Und dann hast du quasi Isolierung gehabt, die dann auch hat brennen konnte. Und ja, also Stein kann schmelzen. Was einfach das Ding ist, wieso es wahrscheinlich jetzt erst sprengt. Gesteine schmelzen in Etappen, denn sie bestehen aus verschiedenen Mineralien, die jeweils eigene unterschiedliche Schmelzpunkte haben. Also von das haben sie im Mittelalter noch nicht gewusst. Nein, wahrscheinlich nicht. Und dann ist es wahrscheinlich auch fett darauf angekommen, wenn jetzt zum Beispiel Sandstein, kann ich mir vorstellen, dass der wahrscheinlich nicht so stabil ist, wie jetzt zum Beispiel irgendein Granit oder etwas. Und wenn du dann halt irgendeine Mauer hast, wo einfach aus allen Steinen sind, die du dort hast, dann bricht unten dann irgendwann etwas raus, dann geht sie zusammen, wahrscheinlich eher irgendwie in die Richtung, dass so das Verbrennen stattfindet. Ja, wir müssen da an diesem Punkt halt auch sagen, wir sind von Hollywood-Mittelalterfilmen halt komplett irgendwie voreingenommen. Ja. Also mit diesen Ramböcken, wo so 30 Leute rundherum so einen fetten Baumstamm irgendwo reinhämmern. Keine Ahnung, ob es das wirklich gegeben hat. Ja, vermutlich ja schon. Ja, also ich habe mal so ein Video gesehen, wo so einer amix Film, das sind so Wissenschaftler, die Szenen aus Film gezeigt bekommen und dann analysieren in echt, ob das könnte so passieren oder nicht. Und dann geht es auch um Robin Hood. Das ist auch so ein Mittelalterfilm, wo man sagt, die sind mega akkurat. Und der grösste Punkt, der mir geblieben ist dort, man kennt ja immer die Schlachten, wie alle aufeinander zusäckeln. Ja, links und rechts genau, und genau. Dann dann säckeln alle los. Und das hat es scheinbar so nie gegeben. Also, dass wirklich Massen aufeinander losgesäckelt sind, das hat es so nicht gegeben. No. So. Aber weil halt einfach, das sieht man ja in diesen Filmen gar nicht, aber die Rüstungen, die sind ja unglaublich schwer gewesen. Es ist irgendwie 30 Kilo oder irgendetwas, wo du um dich hast und dann noch so ein grosses, schweres Schwert. Und jetzt säckle mal schnell irgendwo an und beweg dich noch wie keine Ahnung, so ein Ninja. Der funktioniert, glaube ich, einfach nicht. Das wird viel auch mit Umringen, Stechen und irgendwie Glück, Pech. Ja. Was ich aber diese Woche am Montag noch gelernt habe, so Burgen, also Türmchen, die so raufgehen, die sind meistens im Uhrzeigersinn. Die Wendeltreppe, die ist im Uhrzeigersinn. Und das ist bei 1 gegen 100, meiner Me-Time, ist die Frage eben gestellt worden, aus welchem Grund wird sie im Uhrzeigersinn aufgebaut? Also, mal überlegen, was könnte das für einen Grund haben? Also, wahrscheinlich ist es irgendeine menschliche Eigenschaft. So ein bisschen wie bei den Türen. So einfach, weil die meisten Leute sie mit links aufmachen, damit sie die richtig ihre Hand frei haben. So.
Aber wieso ist es echt nach links gebaut? Ich komme auf keine Idee. Ich komme wirklich nicht Aber drauf. Also es ist schon in die richtige Richtung gegangen, weil man hat sich damals überlegt, wenn ein Angreifer halt aufstürmen und auch schon damals haben die meisten Soldaten ihr Schwert in der rechten Hand gehabt. Und wenn du oben gestanden bist, dann hast du einen kleinen Vorteil gehabt, weil von unten rauf hast du nicht so gut das Schwert schwingen. macht Sinn, ja. Ja. Und von oben runter ist es halt besser gegangen. Ja, und gegen die Seiten sind Türen. Das heisst, das Schwert ist auf der Innenseite. Also du bist näher. Das kommt, ja. Safe. Ja, voll. Mega Also schon damals. Also ich glaube, links und rechts haben sie schon gekannt. ja, Das haben sie schon erfunden. Also, die haben vieles wahrscheinlich gefühlt Ja. schon können. Also Was bin ich ich- auch überrascht gewesen bei diesen Burg. Ich meine, architekterisch. Architektonisch. Boah, das könnte sein. Stimmt das? Ja. Architektisch. Tektonik ist doch... Hochbauzeichnerisch. Boah, ja, fix. 100% auf das einigen wir uns. Ist es krass gemacht. Also, die müssen schon etwas gecheckt haben, sonst hätten sie es wie nicht so gut gemacht. Ja. Ich stelle mir dort irgendwie, weißt du, heutzutage am PC mit CAD irgendwie Ja. und dann so 3D-Visualisierung. Okay, um die Uhrzeit steht die Sonne im Winter in diesem Winkel. Dann müssen wir das Fenster noch ein bisschen weiter aufbauen. Wie haben sie das echt damals im Mittelalter gemacht? Haben sie nebeneinander 5 Burgen mal angestellt, ein Jahr gewartet. Nein, dort hast du wahrscheinlich einfach immer ein bisschen nachbessert. Ich glaube, das war der Way gewesen. Ja, safe. Also halt, das Ding ist ja, die vor 1000 Jahren haben sich ja auch gedacht, wir wissen jetzt schon alles. So. Also gehe ich davon aus, dass die auch einfach den Ort, blöd gesagt, in einen Plan verwandelt haben und dann das dort drauf verzeichnet haben. So am Boden mit einem Stecken. Genau. Ja, also ich denke, das wird etwa gleich gewesen sein, einfach ohne Computer. Halt, du hast wahrscheinlich einfach nur, weil du halt gewisse Sachen nicht hast können feststellen, hast du nicht können so genau sein. Also wenn ich jetzt nur schon denke, wie wir auf der Baustelle mit dem Laser in dem Sinne die Höhe nehmen, dass eine Fläche immer die richtige Höhe hat, das ist ja früher einfach schwer. Wie willst du das machen? Du bist auf einem Hügel oben und dann hast du einfach irgendeine alte Wasserwaage wahrscheinlich. Oder hast irgendwo an einem Schnürli etwas aufgehängt. Erdanziehung, das haben sie ja gecheckt, dann wird es so. Weil das haben sie auch gemacht. Sonnenuhren zum Beispiel haben sie ja gemacht. Also von dem her, sie würden schon müssen irgendwie genau gewusst haben, bevor sie den Kirchenturm gebaut haben, wie das die Uhr muss aussehen und wie das die Sonne dort drauf kommt, dass es nachher stimmt. Und die sind ja, so wie ich das gehört habe, eigentlich immer noch heute auch noch akkurat. Also wahrscheinlich nicht auf die Sekunde Genau. aber das hat damals ja gar keine Rolle gespielt. Nein. Aber ich denke, irgendwie müssen sie es schon hure viel schon können haben, aber dann halt vielleicht nicht so genau, wie wir es jetzt haben. Und in 1000 Jahren haben wir das, was jetzt ist, auch einfach noch mal viel genauer. Ja, sowieso. Ja, Aber irgendwie so. zum Glück tun wir unsere Gedanken und so da auf Band festhalten, dass die in 1000 Jahren in dem Moment genau im Pfuschkast reinschalten können. Und Ja, die denken Alter. sich, Kollegen, die rechnen hier in Sekunden und nicht in Mikro-Tausendstel, Milliardstel Sekunden oder so. Wir könnten eigentlich einen Call geben, jetzt, um zu proven, ob es Zeitreisen gibt oder nicht. Wir könnten dir das sagen, wenn jetzt das in der Zukunft gelost wird. Und Zeitreisen ist so ein Shit, das alle machen können und immer so. Dann komm mal geschwind vorbei, Bruder. Jetzt da reingelaufen oder da außen und wink mir. Jetzt. Also ich gebe dir noch 10 Sekunden. Ja, okay. Also entweder finden wir unsere Adresse nicht mehr raus. Ja, vielleicht gibt es die heute in 1000 Jahren gar nicht mehr. Ja. Müssen wir Koordinaten Nein, er sagen? muss ja jetzt anreisen. Aber ja, Dann ist ja eigentlich. alles so Er wie müsste- jetzt. Ja, stimmt. So. Ja. Schwierig. Also wir Schwierig. haben auf jeden Fall Proof, dass niemand, der Zeitreisen kann, unseren Podcast hört. Ja. Sonst wäre er jetzt da. Ja, das ist
Also es ist wirklich, jetzt wird es ein bisschen philosophisch und es gibt hure geile Filme, wo halt Zeitreise und so ein Thema ist. Also Interstellar ist so ein Thema. Mhm. Oder ein Anime, den ich empfehlen kann, Steins Gate, haben wir auch mal angefangen zu schauen. Wo so Zeitachsen ist dort das Thema. Und mit jeder Handlung tust du quasi wieder unendlich viele andere Zeitachsen auslösen. Und jetzt der Hauptcharakter bei Steins Gate hat eben das Problem gehabt, dass er auf einer Zeitachse gefangen ist, wo seine beste Kollegin immer stirbt. Und er hat die Zeitachse, er hat quasi herausgefunden, wie dass man Zeitreisen kann, aber er war gefangen in einer Möglichkeit, wo alle 10 Milliarden verschiedene Ausgänge immer zu ihrem Tod geführt haben. Und er hat nie aufgegeben, immer probiert, bis er eine Möglichkeit gefunden hat, von seiner Zeitachse nochmal eins retour zu gehen und dann seine Kollegin so zu retten. Und Ja, dort ist dann auch die Frage, wenn du jetzt quasi etwas in die Zukunft rausposaunst, ist dann die Zukunft überhaupt schon geschrieben? Das Ding ist, was sie aber bei Steins Gate eben voraussetzen, ist, dass es 100'000 Realitäten gibt. Und das hat ja mit Zeitreisen an sich zuerst mal noch nichts zu tun. Wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt eine Realität und man kann in dieser Zeit reisen, dann wäre es einfach so, dass der nachherige Strang verändert wird. So. Das macht es ein bisschen einfacher, zum darüber zu studieren. So. Da gibt es auch eine Serie, die ich nur empfehlen kann. «Timeless» heisst die. Und dort ist es eigentlich so, dass die Regierung heutzutage hat, eine Zeitmaschine gebaut. Und jetzt gibt es sozusagen eine kleine Special Force, die aus einem Zeitmaschinenpilot, einem FBI-Agent und einer Historikerin besteht. Und die reisen zurück in der Zeit an Events, um möglichst viele Menschenleben zu retten in der heutigen Zeit, ohne andere Sachen zu verändern. Und haben dort aber dann alle noch mal so ein bisschen ihre persönliche Geschichte, wo sie auch noch mal etwas drin möchten, gerne verändern. Und dort ist in dem Sinne halt alles auf einen Zeitstrang gezogen. Aber es ist auch mega geil, wie sie mit dem spielen, dass sie halt in die Zeit gehen, in dieser Zeit nicht dürfen auffallen, dass sie nicht aus dieser Zeit sind und dann dort müssen versuchen, zum Beispiel den Absturz von der Hindenburg zu verhindern. Und so. Das ist wirklich mega, mega interessant. Und dort gibt es dann auch den Moment, dass sie aus dem Ding wieder zurückkommen, ihr Ziel erreicht haben, aber von der einen gibt es die Schwester nicht mehr, es gibt ihre Tochter nicht mehr und sonst auch ihre Familie ist eine andere. Und sie ist dann mega im Loch und sie versucht dann wieder Sachen in anderen Zeiten zu ändern, um wieder aufs gleiche Outcome zu kommen, wie sie eigentlich mal war. Und gleichzeitig hat sie eben ihre Schwester in der richtigen Realität wirklich verloren. Und die ist die Einzige, die dann plötzlich wieder zurückkommt. Hat dann aber ihre Familie nicht und dann die Schwester, die aber nicht weiss, dass sie mal weg war. Also das ist auch mega, finde ich, ein cooles Gedankenspiel. So ist das eine Serie oder ein Film? Ist eine Serie, ja. Timeless. Timeless, nicht Fearless. Nein. Genau. Nein, Timeless. Eine ganz coole Serie. Ja. Voll. Geil. Ja, Zeitreise. Was ich vorhin noch schnell ansprechen in dieser Habsburg, hat es eben auch im obersten Verlies hat's so eine Folterkammer gegeben. Mhm. Und halt so als, was ist man dort, so als 10, 11, 12-Jährige, bist du von Sachen ja irgendwo fasziniert, aber trotzdem, wenn du dann so etwas mal vor dir siehst, Oder die eiserne Jungfrau. Die eiserne Jungfrau. Ja, so eine hat es eben auch rumgehauen. Ja, ich glaube, so. ich war im Fall doch auch dort gewesen. Ja, ist gut möglich, ja. Und so von außen einfach so ein Frauengesicht halt, wo glaubst die Wie Augen... so eine Babuschka. So Babuschka-mässig, genau. Und dann hat man die können aufmachen und du hast einfach 1000 Nägel gesehen, die dort innen alle ganz verwinkelt. Und wenn du es zugemacht hast, dann ist es wirklich zugegangen. Also auch dort konstruktionsmässig sehr hochstehend. Aber ja, dort hätte ich nicht reinstecken. Nein, ja, die waren auch brutal früher. So, ja. Also ich weiss noch, es hat dort auch so einen Pflock gehabt, wo
die Leute in dem Sinne an den Händen gefesselt worden sind. Und dann mussten sie auf den Pflock mit dem Arschloch, Alter, müssen dort drauf hocken, bis halt irgendwann durch die schwere Kraft gestorben sind, weil sie über den hohen Pflock runtergestossen sind. Einfach brutal, des Todes. So nach dem Motto, wir schauen ihm wirklich. Das sind ja dann nicht 10 Tage, sondern das ist ja dann hure lang, Alter. Und sogar irgendwie noch, weißt, Essen geben und so, dass er ja auch nicht verhungert. Alter, nein, das ist brutal. Das fährt schon ein. Ja, aber ich habe auf jeden Fall das Mittelalterreisli gemacht. Geil. Das ist ganz geil. Ja, das ist wirklich Im Mittelalter eben so, wie wir das verkauft bekommen, mit, keine Ahnung, mit diesen Serien und alles drum und dran, haben wir einfach Freude am Mittelalter, auch wenn es wahrscheinlich eine richtig düstere Zeit war. Ja, wahrscheinlich war es schon nicht so geil im Mittelalter, könnte ich mir auch vorstellen. Und vor allem, es ist ja, ich glaube auch im Mittelalter, es ist ja nicht so, die grösste Gefahr ist irgendwie einfach nur, ja, dass du irgendetwas falsch machst und aufgrund von dem dann stirbst, sondern ich glaube, so der Random-Faktor ist einfach noch viel grösser gewesen. So, du bist einmal auf die Straße und dann hast du halt Pest gehabt. Dann ist halt vorbei gewesen. Dann ist irgendein Typ gekommen mit so einem Krähen-Outfit, hat dir noch irgendwelche Zeugs aus dem Gesicht rausgeschnitten und dann bist du irgendwann verblüht und hast Infektionen gehabt. So, ja. Ende. Ja, wirklich völlig unspektakulär. So. Ja. Das stelle ich mir böse Das vor. war, glaube ich, wirklich mehr eine Lotterie gewesen, ob du 40 wirst oder ob es die vorne schon nimmt. Naja. Ja, und ich glaube, die Leute waren noch mal brutaler gewesen. So nach dem Motto, du siehst nur auf 10 Meter und nachher siehst du nichts mehr. Also komm, wir stellen uns im Kreis auf, renn mal ein bisschen zu dem und zu dem. Ha, 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 ha. Weißt du, so ein bisschen, ich glaube, das war auch ganz ein andere Ding gewesen. Ja, schon. Aber auch wieder der Fakt, damals hat irgendjemand von uns, blöd gesagt, ist schon rum gewesen, also unsere Vorfahren. Irgendjemand im 13. Jahrhundert hat sich gedacht, oh shit, die sieht auch noch heiß aus. Läuft heute Abend etwas? Und aus diesem Grund hocken wir an diesem Donnerstag auf diesem scheiß Sofa. Ja, das ist eigentlich gestört. Ja. Denkst, irgendjemand in unseren Vorfahren hat den Shit überlebt. Oder, also nicht endlich überlebt, aber also nicht schlussendlich überlebt, aber Hat es so weit gebracht, dass er es- wieder eine neue Generation Ja. hat können zeugen. Meinst du, haben die echt dann auch so ausgesehen wie wir? Also weißt du, so vom Gesicht und so? Oder ist das echt zu viel Vermischung, weißt du? Aber es gibt doch die Fotos von Stars, wo dann irgendwie so, zum Beispiel Mesut Özil ist irgendwie so in 1920er Jahren so ein Rennfahrer gewesen. Der sieht topgleich aus wie der Mesut Özil. Oder gibt es noch mehr so Bilder von Stars, wo irgendwie auf alten Gemälde und dann siehst du einfach so, ja genau, vom Facebook-Gründer da. Mark Zuckerberg. Vom Zuckerberg gibt es auch so ein Bild von irgend so einem französischen König auf so einem Gemälde vom 14. Jahrhundert. Und er sieht topgleich aus wie der Hure Zuckerberg. Meinst du, gibt es echt Leute, die auch topgleich ausgesehen haben wie wir? Vielleicht ist das Bestätigung fürs Zeitreisen. Ja, Theorie. aber genau auf dem, Theorie. genau, aber auf dem bauen sie nachher. Prove me wrong. Prove me wrong, genau. Du siehst ja auch, der sieht gleich aus, oder? Ja. Nur andere Kleider an. Ja, wirklich so. Crazy. Oder ist echt vielleicht einfach so nach dem Motto, der Mensch ist gar nicht so random und alle Looks, wie ein Mensch aussehen kann, ist einfach schon wieder recycelt. Also wir haben wie bei allen Looks schon wieder vorne angefangen. Also, Einfach einmal alles durchgespielt worden ist. Also, es gibt so 6 Milliarden Looks und so Aha. 2 Milliarden sehen einfach immer gleich aus wie irgendjemand anders. So ein bisschen in die Ist, Richtung. ja. So Ist 2000 schon möglich, ja. So 6 Milliarden Avatare gibt es und die gibt es einfach. Ja. Die werden nur leicht changed. Aber Mit dem Schieberegler ist er ja genau. immer ein bisschen die Nase grösser und die Körpergröße und Hautfarbe und so. Ja. Und irgendwann ist wahrscheinlich schon ein Wahrscheinlichkeitsgame. Hast einfach alle Wahrscheinlichkeiten mal durchgegamed. Und dann, das ist ja glaube ich, ist Blade Runner, wo die ganze Welt eine grosse Stadt geworden ist. Und es hat sich so eine universelle Einheitssprache etabliert. Jeder Mensch spricht die gleiche Sprache. Ist eigentlich auch blöd, dass es 100 verschiedene Sprachen gibt, weil am Ende des Tages
führt das nur zu Missverständnissen und so. Also wenn, dann Schweizerdeutsch for President, Alter. also sowieso. Ja, Wie sollte es auch anders sein? Ja, safe. Aber ich, Ja, ich, safe. genau. Aber dort ist das, glaube ich, auch. Sie haben, ich meine, also ich habe den Film auch seit 1000 Jahren nicht mehr geschaut, aber ich glaube, irgendwo die Einheitssprache ist ein Mischmasch zwischen Englisch, Spanisch und Chinesisch. Ja. Wo sich ganz Haufen, aber ja, safe und weiss nicht was, hat sich dann in das integriert. Dafür ist dann das vom Spanischen und am Schluss hat es so einen Einheitsbrei gegeben. Alter, wie geile Satz. Mamacita, come tu mi. Fuck me. Ja, wenn du Mamacita sagst. Ja. Aber jetzt weiss ich nicht mehr, was ich mit Blade Runner haben wollte sagen. Irgendetwas von Blade Runner, dass es überall die Blade Runner. gleiche Sprache gegeben hat. Dass sich Ja. so eine Einheitssprache entwickelt hat in dieser grossen Stadt. Was haben wir vorne nochmal gehabt? Hey, wir haben über vieles geredet. Jetzt habe ich wirklich ganz Ich habe schnell auch ein bisschen Brainfuck. Ja, ich habe komplett Brain den lag, Faden Brain verloren. freeze. Wie sagt man dem auf Deutsch? Ich habe jetzt auch nur die englische Legi Wörter. lobt. Das ist ein Versprecher von Monte, also die Lobby lagt. Die Lobby legt. Also die Legi lobt. Ja, Brain AFK vielleicht. Ja, Brain AFK. So. Das Brain is away from keyboard. No. Sendepause. Ja, ich schwöre, gleich geht's weiter. Gleich geht's weiter. Nach der Werbepause. Aha. Oh Mann. Aber jetzt weiss ich wirklich nicht mehr, was ich mit Blade Runner wollte sagen. Vielleicht kommt es wieder in den Sinn. Aber apropos Werbepause. Boah. Und zwar, ich habe in diesem Hotelzimmer ja dann auch wieder mal deutsches Fernsehen geniessen. Und ich habe wirklich, also sicher etwa so im gesamten Wochenende etwa eine halbe Stunde bis eine Stunde irgendwelche Dauerwerbesendungen geschaut. Einfach weil ich mich weggeschmissen habe, wie, ja, man kann es nicht anders sagen, wie grenzdebil die Deutschen Werbung machen in diesen Sendungen. Media Shop. Ja, also das ist ja wenigstens, das kenne ich noch so ein bisschen von früher und das. Aber vor allem so die, du hast so einen Moderator und der verkauft irgendein Produkt. Und das ist manchmal... Das Messer. Ja, zum Das Beispiel. Küchenmesser. Das ist kein Schneiden, meine Damen und Herren, das ist ein Gleiten. Ja. Schauen Sie, die Rosinen werden nicht herausgerissen, sie werden geschnitten. Ja, das ist genial. Und dann, wir haben das beste Angebot für Sie, nur jetzt und in Und dann 2 hat's immer noch Stunden. eine heisse Moderatorin nebendran. Ja, genau. Oh wow, das geht so einfach, wow. Ja, also das muss man wirklich sagen, es hat sich ein Schema herauskristallisiert. Du hast einen, den Hauptmoderator, der ist stockschwul und nebendran hast du eine ältere, 50-plus Moderatorin. Ja, das war so die Grundausstattung gewesen. Und dann hat es einen gehabt, das war eins zu viel, gewesen, da geht es um irgendein Ergänzungsmittel. Haben wir einen Kunden, der Ähnliches verkauft. Und die haben das so dargestellt, also ich glaube, es sollte verkaufen, dass es kann auch zum Beispiel Krebs heilen. Und das Was? ist ja etwas, was du nicht darfst. Jetzt haben die das müssen umschiffen, das hast du richtig angemerkt. Dann haben sie Statistiken gezeigt, wo sie dann so gesagt haben, eben, das kann gegen das helfen, gegen das helfen, gegen das kann. helfen. Und zoberst oben mit 17'000 Studien zu dem Thema gibt es noch ein K, alles ausblurrt hinten dran, wo sich jeder vorstellen kann, wo man aber nicht wo keiner will. Alter. Ja, was könnte helfen? Also so haben sie es Krebs umschifft, Alter. Und ich bin so Scheisse. geguckt, so, what? Funktioniert das wirklich? Knochenbruch. Ja, genau, mit 5 Buchstaben. Weißt du, es ist so. Ja, also es ist wirklich. Es hätte das müssen sein. Es hat müssen das sein. Scheiße. Und es hat auch in die Listen reingepasst, weißt du so. Also es ist dann wirklich, du hast ein Döschen mit irgendwelchen Pillen drin können kaufen für 80 anstatt 120 €. So. Und, völlig eins zu viel. Ich mache ja bei Eigengrau unter anderem auch Verpackungen für Hersteller, die eben auch so Effekt versprechen und wenn du das nimmst, dann passiert das. Und ein Beispiel, wir haben mal also einen Scherzartikel habe ich mal machen, also jetzt wie das Gegenteil von dem, was es sollte. Und innen dran hat es auch so ein Blisterli,
Also wie wenn so eine Tablette aus dem Aluminiumpäckchen so rausdrücken, hat es dort anstatt das Medikament Smarties drin gehabt. Und nachher das Design von dieser Verpackung ist halt genau so gemacht wie irgendwie ein Aspirin oder die Medikamente, die alle so ein bisschen kennen. Und dann ist dann vorne drauf gestanden, «Danke 1000» oder «Merci viel mal» oder «Anti-Kummer-Pillen», irgendwie Social-Media-Pausenpillen, irgendwie so Scherztabletten. Und dort, Tatsache, haben wir die Fake-Medikamente, die Scherztabletten, an ein Institut, blöd gesagt, müssen einschicken, nur die Verpackung. Und die haben uns dann bestätigt, dass es keine Wirkung verspricht. Also wenn du zum Beispiel angeschrieben hast, wirkt und schmeckt fein, ist schon zu viel, ist schon Wirkung versprochen gewesen, sondern du hast irgendwie Mami-Rezeptur oder irgendeinen Scheissdreck müssen anschreiben. Du darfst halt nicht werten. Genau, ja. Du darfst nichts versprechen, eine Wirkung versprechen. Und sonst musst du eben so Studien und Meersäule und Affen und keine Ahnung was. Ja. Ja. Auf jeden Fall haben sie dann dort das so angepriesen. Und dann ist dann wirklich auch, sind so Bilder gekommen vom ganzen Menschenkörper und dann oben am Kopf hilft dem Geist, macht das, macht jung, macht... Also es macht eigentlich alles. Alles, was man will und braucht im Leben. Theoretisch, wenn du denen glaubst, musst du nur noch die Tabletten fressen und dann geht es dir gut. Und die haben das dort, ja, irgendwie am Abend um 11 Uhr oder so, haben die das normal im Fernsehen. Ist das Neben dort Susi live. Das ist dann erst später gekommen. Ja, voll. Das ist dann auch noch gekommen. Haben die das verkauft und ja, so da, wie wenn es dort irgendwie das beste Hilfsmittel verscherbeln. Und ja, es ist dann nicht die einzige geblieben, die weird war, sondern es ist dann auch noch ein anderer Kanal gewesen, wo Oberteile verkauft worden sind. Und dann hast du dort auch einen Moderator gehabt, eine, die mit ihm dort gestanden ist. Und dann sind um die Oberteile zu präsentieren, sind so mittelalte Frauen, so 35, sind grinsend dann dort vorgekommen, neben die Moderatoren angestanden und haben einfach die ganze Zeit eins auf Kleiderständer gemacht. Und sind wirklich grinsend da gestanden, haben wie so ein Loop, haben sie immer wieder ihre Bewegungen wiederholt und haben wieder so reingegrinst und wieder das Teil so abgezogen, so das T-Shirt. Und das ist wirklich, die haben fucking 3 Frauen für die Sendung gebucht als Kleiderständer. Und ja, ich habe das einfach unglaublich witzig gefunden, weil, blöd gesagt, in der Sendung nebendran diskutieren sie über politische Themen und dass man so und so, die Wertschätzung von Menschen und das. Und eins nebendran verkauft es ein Anti-Krebs-Medi, eins nebendran hat es Frauen, die nur als Kleiderständer fungieren. Und wenn das nicht in dieser Atmosphäre wäre, wäre es hochgradig sexistisch, weißt du? Also es ist wirklich, es ist eine Welt für sich und es ist richtig Ich mag mich auch erinnern, bin ich auch mal in der Ferien in Österreich und dort laufen auch so Scheiß-Sendungen. Ja. Also irgendwie gefühlt nur in der Schweiz gibt es das nicht. Ja, in der Schweiz Vielleicht gibt es es auch, einfach anders, keine Ahnung. Aber dort in Österreich haben sie uralte Laptops angepriesen. Wow, Full HD Laptop, ein Intel i7 Core, ich weiß auch nicht was, von der 5. Generation. Jetzt sind wir, glaube ich, bei der 12. Generation. So eine lange Akkulaufzeit. Und der allergeilste, aber ist genau das Schema. Das. Moderator war so ein Nerd, hätte mir können sein. Nebendran ein Blondine, jung und hat überhaupt nichts gecheckt. Und sie dann, aber was kann ich denn mit dem Laptop machen? Kann ich da YouTube? Hat das überhaupt Internet? Wo kann man das Internet kaufen? Nein, das ist schon installiert und das kommen sie über für 1800 €. Und wir kommen ja ein bisschen raus bei Computer. Ja. Und da hast du einfach ab der ersten Sekunde hast gemerkt, da hockt jetzt irgendwo ein alter Rentner, braucht irgendwo einen Computer und hat das Gefühl, wow, das ist jetzt etwas Gutes. Da kaufen wir jetzt etwas für die Zukunft. Ja. Wenn die das so anpreisen, dann, und das hat ja so... Ja, die wissen das, dass die das so Unwissende verkaufen.
Also, es hat auch eine gegeben, die haben Daunen Bettwäsche verkauft, oder? Dann haben sie noch 3-mal müssen sagen, dass bei ihren Daunen nur Federchen genommen werden von Nestern, die verlassen sind. Von toten Tieren gewaschen und ausgesortiert. Ja, genau, Wenn sie jetzt genau. telefonisch anrufen, können sie gerade dabei sein, wie ihre Daunen zusammengebüzt wird. Voll, also sie bringen es an, in einem Satz zu sagen, wir nehmen an Tausenden von Vögeln, wenn sie das Nest nicht mehr brauchen, die Federn weg. Aber das ist total natürlich, weil sie es ja selber zurückgelassen. So, ja, die Federchen haben sicher auch keine Funktion mehr in der Natur. True. Es ist totale Verleugnung eigentlich. Und dann ist Brainwashing. Ja, Brainwashing. Und dann fangen sie an mit, ja weisst, eigentlich würde so ein Set 4'000 kosten. Wir verkaufen es da für 2'000. Ist hure viel Geld. Kannst es auf Monatsding nehmen, dann bist du schon wieder bei fast 3'000, wenn du es dir selber ausrechnest. Weil sie ja nur aufschreiben, nicht ausrechnen dann. Und dann rechnest du das so und dann preist es die ganze Zeit an mit, ja, das findest du nie, es gibt dies und das. Dann hat es mich Wunder genommen, bin ich auf Google gegangen. Nach 5 Sekunden habe ich genau die gleiche für 1000 weniger gefunden. Also es ist wirklich, es ist eine totale Verarschung für Leute, die es nicht besser wissen. Und das Autsch. funktioniert im Fernsehen, wo es jeder sehen kann. Dass da niemand kommt und sagt, Entschuldigung Leute, wir müssen aufhören, die Unwissenden zu verarschen. Ja, also Aber- ich bin vor ein paar Wochen bin ich auch bei meinen Grosseltern und dann sie haben auch 1000 so Zeitschriftli, so Heftli abonniert, wo immer Zeug kannst bestellen. So Bestellkatalog. So Bestelldinger, die schon im Bestellformular schon 3-4 Sachen schon drinnen gedruckt sind, weil sie schon Genau. drin sind. Ach Weil Gott. unsere Empfehlung, Ja, tun Sie genau. das doch auch mitbestellen. Also wenn du etwas anderes bestellst, kommt das automatisch auch. Wir schenken Ihnen. Ja, genau, ja. Ab einem Bestellwert von 200 Stutz. Und sonst kostet es 30 pro Stück und das Ja. sind 7. Ja. Und das eine Heftchen, dort musste ich dann ein bisschen länger, also weil es mir einfach auch selber mal Wunder genommen hat. Ich habe noch nie mir so bewusst Zeit für so einen Scheiß genommen. Das Zeitschriftchen hat «Die moderne Hausfrau». Oh. Hat das geheissen. Da habe ich mal meine Tante gefragt. Und «Die moderne Hausfrau» gibt es seit ungefähr 40 Jahren. Uiuiui. Das Zeitschriftchen. Und die haben mittlerweile auch Online-Shop und die haben in Deutschland eine riesige Logistikanlage. Irgendwie 1000 Mitarbeiter. Aber die funktionieren immer noch mit dem scheiß Zeithäftchen. Das ist schon... Das ist totale Verarschung. Und eben die Sachen, die dort drin stehen, das ist genau AliExpress Copy-Paste. Ja. Irgendwie ChatGPT noch schnell, was sieht man auf dem Bild, schreibt man einen Beschreibtext zu dem Bild. Es ist das Oldschool Dropshippen. Das ist Wow. meine Überlegung. Oldschool gewesen. Dropshipping. Es ist eigentlich, der Werbekanal ist ein anderer. Die Arbeit hinterher ist genau die gleiche. Aber es sind einfach andere Zielgruppen, also ist man in diesen Fernsehsendern. Oldschool Dropshipping. Ja, es ist wirklich das. Sie nutzen die Dauerwerbesendung, um genau das zu machen, was du normalerweise, wenn du jetzt ein Dropshipping-Produkt bewirbst, in der Werbung oder im Shop würdest einbauen. Die Tricks mit den Preisen, alles, es sind genau die gleichen Tricks, einfach in einem anderen Medium. Ja, das ist wirklich eins zu viel. Scheiße, ja. 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 Ich weiss nicht, ob wir, wenn wir gerade beim Thema Dropshipping noch schnell einen Call sollen, dürfen, ohne eine Wertung abzugeben, Ja, also ich sage, und ohne Namen zu nennen. ohne Namen zu Ohne nennen. Namen zu nennen. Und, eigentlich lange schon. Also Karma hat geregelt. Karma hat geregelt, Karma ja. hat geregelt. Also ich glaube, wir dürfen sagen, SRF hat eine Reportage gemacht, wo das Thema Dropshipping aufgegriffen wird. Von einer Firma spezifisch ein bisschen Dokumente gesammelt hat und so. Und kann, glaube ich, so unsere Empfehlung sein, dort mal Ja. reinzuschauen, wie das so läuft Definitiv. und sich eine eigene Meinung dazu zu bilden. Ja, würde ich auch sagen. Perfekt. Haben wir gut umschifft. Hure souverän gemacht. Hure souverän. 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 Und ich glaube, so wie es eben ist, das ist ein öffentlicher Medienbericht.
Stimmt, ja. Und wir haben ja eh nie etwas zu tun gehabt, so direkt. Es ist einfach ortsbedingt, dass wir schon vorher von dieser Firma gehört Ja, haben. weil es im Sag gleichen ich jetzt mal. Kanton, Genau. in der Region, sage ich, ansässig ist. Mhm. Also ich Oder? glaube, theoretisch dürfte man sogar den Namen sagen, aber das müssen wir Ja. jetzt nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine gute Reportage, finde ich. Ja. Ja. Also geht auf den YouTube-Kanal vom SRF. SRF Impact. Impact, dort von der Reporter, Der Elko und der Livio. genau, Yes. steht mit der Recherchebrille dahinter gegangen und dort aufdeckt. Und ja, schauen wir rein. Mhm. Und ja, Ja, das ist jetzt gerade in den Sinn gekommen, das hast du mir gestern geschickt und ich habe es aber auch gestern gesehen. Der Steve Merson war im Alpomare. ja, Wie geil! der Der Steve Merson war im Alpomare. Ja, habe ich hure witzig gefunden. Und dann hat es irgendwie einen Top-Kommentar darunter gehabt: Mr. Beast von der Schweiz wird real. Und ich habe gefunden, ja, das ist jetzt witzig. Das Ja, finde schon. find ich lustig. Können wir auch noch schnell raushauen. Mr. Beast von der Schweiz. Mr. Beast von der Schweiz. Aber er hat schon etwas. Und Ja, auch dort es ist hat die wieder gleiche lustig. Strategie. Ist aber auch wieder lustig. Also für mich ist der Steve bekannt worden mit seinen Kebab-Läden. Mit seinen Kebab-Reviews. Also, ich sage jetzt für dich fix. Das Ding ist, das hat er vorher gemacht. Bekannt wurde ist er nachher mit dem Steve, also mit dem, ich glaube, der hat schon Steve Merson geheißen, oder? Oder einfach mit dem, sag mal, Mr. Beast Content ist er dann bekannt worden. Darum wissen wir es jetzt. Aber ich habe den vorher auch schon gesehen. Eben irgendwie was Döner-Test, oder? Ja, Kebab. Irgendetwas. Ja, der hat die Strategie geswitcht und die andere ist aufgegangen. Ja. Also, das ist ein spannender Typ. Also, am Anfang hat er mich gestresst, weil ich gefunden habe, so, ja, brauchen wir jetzt nicht. So. Aber ja, es ist cool, wenn er das wirklich so weitermacht. Ja. Gestern ist bei mir auch ein TikTok reingeflattert. Was ist deine Lieblingszahl? Und der kleine Golf hat die Zahl nicht mal so richtig aussprechen. Jetzt sind es dann irgendwie 13. Also 13 ist seine Lieblingszahl. Und dann hat er gesagt, hey, wenn das TikTok 13'000 Likes überkommt, kommst du ein neues iPhone 15 Pro Max irgendwie geschenkt über. Und das Video hat 30'000 Likes, x'1000 oder 100'000 Aufrufe. Also, Boah, da gibt es eine Story, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das ist genial. Und zwar hat ein kleiner Bub in Amerika hat ein Video gemacht von sich und hat gesagt, der Top-Kommentar von dem Video, wenn der Top-Kommentar 100'000 Likes hat, dann macht er das. Und das Video ist viraler denn je gegangen. Der Top-Kommentar ist: Gang, trainier 2 Jahre, gang auf Thailand, lern dort MMA kämpfen, mach einen Backfight, wenn du zurück in Amerika, wieder in Amerika bist, gegen dies und das und gewinn irgendetwas in der UFC oder so. Und der Top-Kommentar hat, glaube ich, 7 Millionen Likes. Und das ist so weitergegangen. Der hat geantwortet und hat jetzt hat das Crowdfunding gemacht und hat das Geld gesammelt, geht jetzt auf Thailand, zieht das durch und macht das und postet das auf Social Media. Das ist ein junger Bub. Scheisse. Ja. Krass. Geniales, Macht von Social Media. ja, geniales Phänomen. Und wirklich die Kommentarspalte. Also es hat so viele Bullshit-Kommentare gegeben und am Schluss über so viele Millionen Menschen hat sich so einen geilen Kommentar, der wirklich etwas beinhaltet, hat sich durchgesetzt und der Typ zieht das durch. Das finde ich so ein geiles Phänomen, weil es hätte ja auch ein riesen Scheissdreck können sein, wo der Top-Kommentar ist. Hätte ja können sein, ja, Gang auf die Suche nach Atlantis. ja, genau, zum Beispiel. Das hätte total zu TikTok gepasst. Aber nein, es gibt so einen richtig geilen Kommentar, der haltet jetzt die Leute auf dem Laufenden und zieht das durch. Geil. Finde ich geil. Finde ich richtig geil. Ja, wirklich, ja. Und wir schauen so in 3-4 Jahren. Ja, Rasiert der alle. also es hat sich dann eben wirklich so einen Fighting School aus Thailand hat sich dann darunter gemeldet, ist aufgeratet worden mit den Likes und also es ist wirklich alles organisiert worden über den huren Post. Scheisse. Das ist voll die geile Story. Das wäre mal so eine Story, wo nachher auch so der
ja, wie heißt er jetzt? Der Jules, der deutsche YouTuber, der Jules, der tut auch immer so Phänomene aus dem Internet aufarbeiten. Das wäre auch mal irgendwann ein mega krasses Jules-Video, Hart. wenn er die Geschichte aufarbeitet von dem Dude. Ja, voll. Ja, das finde ich mega geil. Das ist ist mir hure jetzt gerade in den geil, Sinn ja. gekommen, Ja. wo wir über das, wie viele Leute das da eben drauf einsteigen. Zufall, Glück, Schicksal. Ja, also mega geil. Ja, dass auch noch so Gutes rauskommt, Ja, definitiv. Ja. ist immer schön. Also Social Media hat wahrscheinlich gleich viel schon genützt, wie es Schaden angerichtet hat. Ja, Am Ende ist es irgendwo Ja. wieder eine Nullrechnung. ja fühle ich, ja. Könnte ich mir schon auch vorstellen. Oder vielleicht dann doch wieder ein Minus. Ja, wahrscheinlich eher, ja. Also Ja. ein bisschen Ja, schon. so Ja. ja. Also, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, Social Media, jetzt muss ich schnell die Lautstärke runterfräsen, dass es da keine böse Überraschung gibt. Aber wir haben ja für das eine Projekt bei uns, haben wir ja auch angefangen, TikToks und so aufzuladen. Yes. Und das letzte Mal, als ich da in die Statistics hineingeschaut habe, also da bin ich wirklich einfach komplett hinten rausgerührt worden. Mhm. Also ich rede jetzt von einem spezifischen, Aha. von unserem Besten, wo jetzt auf TikTok am krassesten abgegangen ist. Und einfach, um sich die Dimensionen irgendwo auch zu vorstellen. Das ist jetzt Real Talk. Ich habe mein Handy Aha. vorne dran, der andere Yes, kann es ich bestätigen. prüfe das. Und unser bestes Video ist 1038 Stunden und 19 Minuten angeschaut worden. Krass. 1038 Stunden sind 43 Tage. 43 Tage lang ist das auf Gerät gelaufen. Also ich sage mir 1,5 Monate. Irgendwo auf der Welt, vor allem Deutschland, Österreich, Schweiz, ist das Video 1,5 Monate angeschaut worden. Mhm. Ja, das Wir ist, reden jetzt von einem Video. ja, das ist brutal, was da für Zahlen generiert werden. Abartig. Das ist schon gestört. Wirklich abartig. Ja, und wenn ich das vergleiche, damals, wo YouTube so angefangen hat und ich meine ersten Videos hochgeladen habe und dann das erste Mal, wo eins 100 Aufrufe hatte. Hey, 100 Leute. Ich war dort so, stell dir vor, die 100 Leute würden vor dir stehen und du machst einen Vortrag. Das hat dein Mind weggeblowt. Und jetzt ist es irgendwie gefühlt schon normal, dass etwas, was du machst, Impressionen hat von keine Ahnung wie viel 1000 Menschen, ohne dass du jetzt irgendwie bekannt bist, sondern dass du einfach irgendetwas machst, wo ja, irgendetwas hat, dass die Leute das anschauen. Es ist gestört, wie sich das entwickelt. Ja, das habe ich bei den es sind ja die Stream Awards die Stream Awards 2023. Wir haben es gemacht, das erste Mal in einer richtigen Örtlichkeit. Früher war das immer nur ein Livestream. Jetzt war es das erste Mal, wo sie das live gemacht haben, so mit Tisch, ein bisschen wie bei den Oscars, einfach in ganz, ganz klein. Und halt von YouTube und Twitch, oder vor allem Twitch Deutschland. Und es war auch noch ein bisschen auf eine Bubble verteilt. Darum hat dann auch irgendwie der Papa Platte 9 verschiedene Awards geholt von 22 oder so, was es gegeben hat. Der Papa. Der Papa Platte, ja. Aber es war eine mega, mega coole Sendung. Und dort haben sie auch alleine bei den Zahlen, die sie genannt haben, ich glaube, der Live-Zuschauerrekord dieses Jahr hat wieder der Monte aufgestellt mit 206'000 gleichzeitigen Live-Zuschauern auf einem fucking Twitch-Stream. Musst du dir das mal vorstellen? 200'000, die alle in einem Moment am Zuschauen. Ja. Alter. Und das Krasse ist auch sonst, zum Beispiel mit den Subs allgemein. Der Papa Platte hat, glaube ich, der Eli, genau, hat die höchsten Subs an einem Stück. Und das sind, glaube ich, irgendwie, jetzt darf ich nicht falsch sagen, aber es sind irgendwie 45.000 gewesen. Wenn du international gehst, die grössten schauen, dann reden wir da von 75'000 Subs. Und Deutsche Was ist ein Sub wert? 4 Euro mittlerweile. Aber 2 gehen zu Twitch, 2 gehen zum Ding. Die werden noch versteuert, also etwa 1 Stutz. Ja. Kann man sagen. Landet netto beim Creator. Ja. Und das ist ja auch ein bisschen
das sind ja Monatsabos, wo alle an einem ganz anderen Zeitpunkt abgeschlossen werden. Also es gehen in dem Sinne an jedem Tag verliert er Subs und gewinnt Subs. Und umso mehr, du musst halt immer mehr gewinnen, wie du verlierst, sozusagen. Und er ist, blöd gesagt, mit der deutschen Sprache, wo es viel weniger Audience gibt, sind wir international relativ nah bei den Grössten. Und die sind ja Englisch, also haben eine viel, viel grössere Audience. Und das ist mega krass. Twitch war noch nie so stark in Deutschland, wie es dieses Jahr war. Und das, obwohl ja, also klar, das stimmt nicht ganz Corona-Zeit, aber Corona-Zeit muss man ein bisschen ausklammern, weil dort haben sich alle Zahlen verdreifacht, weil halt alle Leute heimgehockt sind. Ja, so. Und 5-mal am Tag sich eins gewichst haben Genau. und die ganze Zeit eben an Twitch-Streamer zugeschaut haben, das ist klar. Ja. Dort, das sind unrealistische Zahlen gewesen, wenn jetzt nicht gerade wieder alle... Ausnahmesituation. Genau. Das wäre nicht richtig, die Zahlen gleichzusetzen, wie die es jetzt dieses Jahr wieder hat. Aber das ist mega geil, also, wie sich das entwickelt. Ich finde es super cool. Ja, und in diesem Bereich muss man schon sagen, in der Schweiz, Twitch, gibt es noch kein richtiges Gesicht. Der Adi Totoro, in meinen Augen. Irgendwo Macht halt aber auch deutschen Content. Macht hochdeutschen Content mittlerweile. Weil er wahrscheinlich auch gemerkt hat, die Bubble ist viel grösser. Aber es wird auch eine Frage von der Zeit sein, bis irgendjemand in der Schweiz so ein neues Gesicht wird. Ja, also man muss schon dazu sagen, ich weiss nicht, ob du schon mal Twitch Schweiz ein bisschen geschaut hast. Weil es gibt schon auch schweizerdeutsche Streamer, aber natürlich, es gibt kein Big One, das stimmt. Also ich sage jetzt, die Leute, die in der Schweiz auf Twitch streamen, sind meistens mehr TikToker oder halt auf Social Media anders stark, anstatt dass jetzt der klassische Streamer ist, der dann auf YouTube seine zweitstärkste Plattform hat. Ja. Das haben wir wirklich noch nicht so in der Schweiz. Aber ich denke, das wird sich auch irgendwann ergeben. Frage von der Zeit, ja. Schon so. Es ist einfach, es löst irgendwo dann halt schon auch das Fernsehen ab. Also die 200'000, die beim Monte zugeschaut haben, hätten vor 10 Jahren irgendeiner Sendung zugeschaut. Wetten das? Zum Thomas Beispiel. Gottschalk. Ja, zum Beispiel. Ja, hat auf jeden Fall, es war ein mega cooles Event gewesen. Und alle, die verdient haben, alle, die gewonnen haben, haben verdient gewonnen. Also auch der Papa Platte, auch wenn er ein paar Preise mitgenommen hat, wo es jetzt Clips gegeben hätte, die besser gewesen wären. Du hast aber wirklich das Problem gehabt. Er war der Einzige von all denen, der im Stream die ganze durchgegangen ist. Und wenn du halt mit dem Stream, wo irgendwie 30'000 Leute zuschauen, das durchgehst. Und sie haben irgendwie im Schnitt pro Kategorie haben sie um die 150 oder 200'000 Stimmen gehabt, ja. Wo auf die 6 oder 4 verschiedenen Leute, die blöd gesagt ausgewählt nominiert waren, genau, hast können verteilen. Und es war also wirklich der Papa Platte hat amigs mit 20'000 Abstand zum zweiten rasiert. Ja. Bei einem sogar irgendwie 36'000 Stimmen Abstand. Hat er auch völlig verdient gehabt. Ich glaube, das ist der best Moment, also der beste Moment, der aus dem Nichts gekommen ist. Wie sagt man dem? So all of a sudden. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Einfach auf jeden Fall so aus dem Nichts, was so passiert ist. Und das ist natürlich der Zuschauer, der zum Millionär geworden ist. Ja. Das ja. muss er gewinnen. Riesen Highlight. Ja. Nachher bestes unübliches Crossover. Er und der XQC. Einer der grössten internationalen Streamer bei r/plays, wo sie miteinander gemietet haben. Das ist halt auch dieses Jahr passiert. Das sind so Kategorien, die hätte er gewinnen müssen. Ja. Weil selbst wenn er noch in anderen Kategorien, blöd gesagt, auch noch mit nominiert war und die halt auch gewonnen hat, aber die meisten hätte er gewinnen. Das wär nicht richtig gewesen, wenn er so etwas nicht gewinnt. Aber zum Beispiel die wir geschaut haben, die am Montagmorgen den Streams startet und dann realisiert, dass sie 5 Minuten später arbeiten muss, die hat auch gewonnen. Die hat mit dem auch den Award gewonnen. Und der früher das mit dem Habicht hat 2 H oder Habicht hat nur 1 H, der hat auch so Dauerwerbesendungen früher moderiert und ist jetzt aber auch so ein bisschen YouTuber geworden. Und der hat Best Random
Voice Donation hat er bekommen. Okay. Mit irgendwie so ist er an einer Kasse gestanden mit einer hübschen jungen Frau und dann ist eine Live-Donation gekommen und es hat geheißen, eine Frau, die gut zu Vögeln ist. Irgendwie so. Und er so, oh, Entschuldigung, nein, das ist das, weil es mit seiner Stimme war, so AI-Donation, weißt du? Er so, nein, Entschuldigung, das. Und nachher irgendwie 5 Sekunden später geht nochmal so, oder vielleicht doch. In die Richtung. Und das hat dann gewonnen. Habe ich mich mega gefreut. Er ist irgendwie Max irgendwas oder Maximilian Harwich oder so etwas heisst er. Hat mich mega gefreut. Er ist auch mega herzig. Er ist der Einzige, der vorne ist und hat das Papierzettel ausgepackt. Er war auch der Älteste. Papierzettel ausgepackt und hat ein paar Leute müssen Danke sagen. No. Und beim Papa Platte war es so gewesen, da hat er sich schon geschämt, dass er jetzt wieder auf die Nochmal Bühne muss. und nochmal und ja, nochmal. und nochmal und Krass. nochmal. Und dann einfach so beim 3. Award, den er gewonnen hat, es sind ja dann nachher noch 6 gekommen, das hat er dort aber noch nicht gewusst, ist er mit dem Dominik Retzmann auf die Bühne rauf und dann sagt der Dominik so, ja, wir haben eigentlich nichts zu sagen, aber Tisch 2 braucht noch Wein. Tisch 2 braucht noch Wein. So genial. Geil. Wirklich, ja, also es war cool gewesen. Noreax, Newcomer Noreax. des Jahres, auch völlig verdient. Wobei der Noah Z, die hat es auch verdient gehabt. Das ist, ich weiß nicht, ob du den kennst. Am Noreax. Nein, der Noah Z. Am Noah Z habe Das- ich jetzt noch nie gehört. Der ist so ein bisschen ein Körperklaus, sagen sie immer. Und der ist auch bei der No Food Challenge und so dabei vom Trimax. Der hat so Krüseli-Haar. Ja, der wäre auch mein zweiter Favorit sozusagen gewesen. Ja. Und sonst der Hugo hat noch abgeräumt. Let's Hugo. Die Marmeladen-Oma hat Ist das die ganz alte die Oma? ganz alte und sie war auch eingeladen gewesen. Ja. Und sie hätte eigentlich in dieser Kategorie, wo der Papa Platte nachher mit irgendwie Best Jumpscare, genau, hat der Papa Platte gewonnen mit einem Clip, wo er so im Horror-Game säckelt oder so und sagt, mir kann nichts passieren, ich bin ein erwachsener Mann, ich bin 27, mir kann nichts passieren. Da rennt einer durch, und das ist ein Hammer-Clip. So. Und der hat gewonnen. Aber eigentlich ist die Marmeladen-Oma dort auch drin Nominiert, gewesen, ja. weil es hat mal irgendwie ihre Tochter hat sie verschreckt und sie hat einen halben Herzkollaps gehabt, weißt, beim Märli beim Märli erzählen und hat irgendwie so gesagt, ja jetzt irgendeinen coolen Spruch hat sie gebracht und sie hat dann nicht gewonnen. Der Papa Platte ist auf die Bühne gegangen, das war irgendwie sein zweiter Award gewesen. Er hat gesagt, ich finde es eigentlich schade, eigentlich, dass die Marmeladen-Oma gewinnen sollen. Was machen die Zuschauer im Livestream? Sie geben den Best Outfit Award für den Abend vergeben es an der Marmeladen-Oma. Wie geil ist denn das? Ein Livestream-Chat sagt, oh Mann, die Arme, die sollte aber auch einen Preis bekommen, also geben wir ihr Best Outfit. Obwohl sie wie die Einzige war, die jetzt nicht irgendwie in Anzug gekommen ist, weil sie einfach eine 80-jährige Frau ist oder schon fast 90, glaube ich. Ja, habe ich mega rührend gefunden, dass sie dann den Zuschauer-Award bekommen Ja. hat für das Best Outfit. Ja. Mega herzig. Schön. Ja. Ja. Ja, das war ein schönes Ding gewesen und es ist auch cool, weil bei den Oscars siehst du immer, dann gewinnt jemand, wo es keinen gönnt und die Hälfte der Zuschauer klatscht nicht, oder? Dort, der Papa Platte holt seinen fucking 9. Award ab und alle klatschen. Am Schluss Standing Ovations. Ich habe es so schön gefunden, dass die so alle so zusammenhalten. Ja. 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 Das hat mich noch bewegt. Oder ist gerade so gelaufen. Aber sonst ist eigentlich nicht mehr so viel. Je me renvolais, je suis tombé là. Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé là. Évidemment, tu poses des questions, tu dis que le thème c'est jamais OG. Fume, fais de l'argent, de l'amour, la pense à rien d'autre. Mais je me ramollis, je suis tombé là. Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé là. Hollywood, je me fais des films, je rêve, les yeux quand ouverts, je plane au code.